Tja Leute, ob man es glaubt oder nicht, aber die Plastikproduktion war auch schon bei Anno 1800 ein Problem. Willkommen zurück hier zu diesem Let's Play in bereits über 460 Folgen. Junge, Junge, Junge. Also ich kann schon mal so viel sagen, die 500 knacken wir ganz bestimmt noch, aber nicht mehr vor der Pause. Das nicht mehr. Da hatten wir jetzt so irgendwie für 3 Folgen, dass das irgendwie in 3 Folgen hinklatscht und dann wäre es das voraussichtlich mal fürs erste gewesen, wir dazu dann später noch, aber ja, dann mal, weil wir haben letzte Folge wie festgestellt, dass wir eigentlich alle Waren bereits einmal gemacht haben, das war ja so mein Ziel. Also zumindest Produktion her, klar, es fehlt noch Tier für die Seeschlachten und so, das kann man ja nochmal machen. Aber ansonsten haben wir alles gemacht, was man auch zum Leben und so braucht. Wir müssen dann noch irgendwie gucken mit den Leuten, da bin ich noch nicht so zufrieden damit. Und was wir noch ein Problem haben, was wir jetzt ganz kurz angehen, wir haben hier noch ein paar, ja, sagen wir, ein paar Routen, wo man jetzt sagen könnte, jo, Digi, das könnte man eigentlich noch ein bisschen optimieren. Ich glaube, das werden wir jetzt mal noch kurz angucken. Ganz schnell mal geschaut, wir haben hier mal noch eine Route mit alten Getränke. Nahrung, wir haben eine mit Produkte. Da ist auch ein großer. Ja, passt ja. Ah, ne, der geht von Manola aus. Ach du Scheiße. Und der kam von St. Lomé her. Alte Welt, Zucker Plus. Weißt du Bescheid, wa? Gut, ich meine, hier theoretisch. Könntest du noch so machen, den Kaugummi und den Kaugummi und das Zelluloid natürlich von einer in einer neuen Welt transportieren, das geht ja auch, also quasi eine Route nehmen, die wir bereits haben. Wo ist die hier, die Produkte? Weil du jetzt ein Dreier, das ist ein bisschen schlecht. Kacke. Das steigt eben noch, also das funktioniert soweit. Mit den beiden, mit dem Motorrad noch ein bisschen Problem, aber das gucken wir uns nachher mal noch an. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Ja, sagt der Richtige. Kriegen wir das irgendwie noch hin? In einer bestehenden Route oder... Ja, so ein Fuffi war. Sage ich aber, okay, ich muss mal auf die Schnelle, immer helle, mal das Schiff hier schneller setzen. Das macht mehr Sinn, weil die sind eh... Moment. Der hat gar kein Item. Ups. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Immer der Nase nach. Die haben alle keine Items. Warum sind keine Items? Michael, was hast du getan? Da müssen wir ganz kurz noch in die Capitolani. Weil dort haben wir noch etwas übersehen. Das war eine Quest, die wir eigentlich machen müssten. So, wie heißt der? Rangoon. Rangoon, der Pangoon. Rangoon. So, dann nimm doch bitte einmal 50 Leute mit, einmal 50, wo bist du jetzt, Kaugummis? Nein. Doch, schon Kaugummis, aber nicht die Ding hier. So, hier. Go! Ja, dann passt. Dann haben wir jetzt den hier. Hier oben, das Ding rühren, schmeißen wir weg. Da braucht es nicht mehr. Oder löschen. Perfekt. Haben hier eine mit Produkte. Der fährt von Manola nach Bright Sands. Ups. Sollte da richtig klicken. Das stimmt dann soweit auch. Und hier natürlich dasselbe Prinzip wie gerade zuvor. Nehmen einmal Celluloid mit. Einmal nehmen wir noch Kaugummi mit. Werden sie jeweils ausladen. Perfekt. Das heißt, von den alten Routen, die ich auch noch nicht upgradet habe, noch nichts gemacht habe, fehlt nur noch der hier. Alle den Besa. Und das passt eh, weil das will ich dann sowieso machen, wenn wir dann uns um den Besa kümmern. Was sogar auch erst nach der Arktis passiert, gemäß meiner Rechnung.
Also nochmal ganz kurze Erinnerung. Nach der Pause, die wir jetzt bald machen, haben wir dann geplant, dass wir mit Arktis weitermachen. Auch so Optimierung und so. Nicht sehr viel, weil da haben wir schon relativ viel gemacht. Dann kam das Land der Löwen, also in dem Fall Mbesa. Dort fehlt noch ein bisschen was, damit auch alle Leute irgendwie alle Waren und so haben. Und zum Schluss dann quasi Final Chapter, wenn man so will. Die alte Welt nochmal. Das wird nicht schön, kann ich jetzt schon mal sagen. Der Plan ist dann irgendwie sowieso... Zieht helle Köpfe magisch an. Ja, warte mal, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt kann ich hier wieder raus schnell und uns hier Catulloni kümmern. Wir haben hier eine Quest mit dem. Perfekt. Der Plan ist irgendwie also ich habe mir irgendwie von den Namen her eben so überlegt. Ich glaube, wir haben es geschafft. Alter, ich komme nie zum Erzählen, ist grausam. Also, hat er mir mal... Was machen die hier? Ablegen. Kannst du vorgeben Stelle? Ja, dann gucken wir mal, wa? Also, nochmal kurz zum Erwähnen. Der Plan war ja eh von Anfang an schon zu sagen, okay, jetzt eine Welt nach der anderen optimieren. Im Sinne nach der neuen Welt generell schnell mal die Arktis. Also quasi sagen, okay, jetzt gehen wir noch zu den kleineren Regionen und werden die mal nach und nach in Angriff nehmen. Und dann haben wir halt so überlegt, okay, cool, ich brauche nachher sowieso dringend mal eine Pause von Arno. Damit ich halt nachher damit Vollmelan da rein kann. Erschüttert eine ihrer Fabriken. Auch deswegen. Und haben wir überlegt, okay, cool, wie lange machst du eine Pause? 3, 4, vielleicht 5, 6 Monate. Und dann wäre halt die Frage, okay, warum dann zurück, also beziehungsweise nicht warum, sondern halt mit welcher Begründung, was liegt dahinter, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt nachher in die Arktis gehen würde. Und da hatten wir so, okay, cool, Arktis wäre zum Beispiel sowas mit Gold, was er machen könnte. Und Arktis ist dann sowieso mehr für Winterzeit. Deswegen wäre so halt der Plan zu sagen, okay, wir machen eine Pause bis im Winter rum, so um den Dreh quasi. Da mache ich irgendwie so einen Subtitel, wie wir es jetzt beim Let's Play auch haben, ne? Weil bei den DLCs ist das immer so, es gab so einen Begriff dazu, wie eben in den Aufstieg der neuen Welt und sowas in der Art. Da hatten wir dann quasi, ja, bei der Arktis kann man irgendwie sowas machen, wie Reichtümer der Arktis als Beispiel. Und wenn dann bei Arktis so durch bin, dann könnte man als nächstes mal das nach Mbesa zurück. Irgendwie, da fehlt mir noch ein guter Name, weil irgendwie sowas wie Rückkehr ins Land der Löwen finde ich irgendwie ein bisschen, ja, nicht sehr originell quasi. Das können wir vielleicht sogar wieder irgendwie im Sommer machen. Quasi Winter 2023, quasi Arktis. Schon hier war. Dann vielleicht Sommer 2024 würden wir irgendwie Land der Löwe machen. Also in Mbesa, ein Abschluss. Und dann Winter 2024, quasi Final Chapter mäßig dann Catulloni und die alte Welt. Wobei Catulloni jetzt nicht so viel, da würde ich dann lieber irgendwann mal in einer zweiten Staffel machen. Dass Catulloni das Zentrum von allem ist, weil ich glaube sonst, das wäre so ein riesen Umbau. Stell dir mal vor, wenn wir sagen, was wir in der alten Welt gebaut haben, das waren wir jetzt im Testen, das bauen wir mehr oder weniger alles ab. Wir machen alles mit den Wolkenkratzern etc. etc. Das machen wir alles in Mbesa. Lecco mio, ey. Das wäre sehr, sehr heftig. Also sogar ein bisschen zu heftig. Ja, so einmal zu den Plänen. Bin gespannt, wie viel davon noch dann zutage kommt. Also ich denke vor allem, Arktis werde ich ziemlich sicher machen. Auch das mit dem Besen nochmal, der Final Chapter dann mit der alten Welt muss ich noch ein bisschen gucken, bin noch nicht so sicher, tatsächlich. Zum einen kann es natürlich sein, dass es bis dahin dann bereits ein neues Anno-Spiel gibt, zum anderen vielleicht auch ein anderes Spiel. Wir haben vor, auch so im Herbst, Winter quasi, kurz bevor wir nach Anno zurückkehren, also quasi in die Arktis zurückkehren, möchte ich eigentlich gern ein paar andere Spielserien antesten, die aber auch ein bisschen mit Simulationsaufbauen zu tun haben, also die auch ein bisschen Anno sind, aber halt ein bisschen was anderes, ja, ebenso vielleicht eher in Richtung Siedler. Aber nicht die Siedler wie Neue Allianz oder so, was ja schon mal ein Let's Test von der, ja, ihr wisst ja, gemacht habe, weil, nein. Über das Spiel spreche ich nicht mehr, ganz ehrlich, das ist, nein.
Nein, einfach nein. Was ich gerade frage, was ich hier überhaupt treibe, ich suche eigentlich, weil es soll hier eine spezielle Quest sein, offenbar. Ich suche nach einem speziellen Zeichen, weil das hier kann es nicht sein. So, jetzt hier nach irgendwas, was speziell ausschlägt, damit wir dann das noch kurz holen können, um die Quest zu machen. Das wäre zumindest so der Plan. Ja, und so vor allem fürs Final Chat haben wir halt auch überlegt, dass wir halt vor allem auf die Dinge gehen. Also auf eine hohe Produktion für die, wie heißen das schon wieder? Dampfwägen. Bei Dampfwägen alleine schon deswegen, weil ich die ja gerne für den Export nutzen möchte und vielleicht auch vor allem hier. Wenn dann quasi Capsuloni, alles was irgendwie speziell teuer wäre zum Herstellen, also das eigentlich alles importieren und dafür Dampfwägen hergeben. Fände ich irgendwie noch cool. Aber ja, müssen wir mal ein bisschen gucken. So, warte mal, wie lange dauert das hier eigentlich noch? Ist ja krass, ey. Ich meine, ja, Pläne machen und so natürlich alles schön, gar kein Thema, kann man sich ja alles auch überlegen, aber wir wissen ja alle, dass sich dann solche Dinge je nachdem relativ schnell mal wieder ändern können. Deswegen will ich noch nicht so sehr zu konkret ins Detail gehen, beziehungsweise ich kann nicht darauf schon beharren lassen und sagen, das machen wir garantiert und das will ich noch machen und so. Gerade wenn es irgendwie, ja, darum geht, das Spiel abzuschließen quasi. Weil es einfach so groß geworden. Irgendwann muss ich vielleicht auch mal sagen, hey, ja, es ist ein Endlosspiel. Aber irgendwann hast du es auch mal gesehen und alles, was irgendwie so geht, auch gemacht. Ein anderer Punkt, was ja auch mal so ein Thema war, ist halt das mit den Szenarien, war. Wir eins mal getestet hatten, dort aber dann grandios gefehlt auch und dann gesagt habe, hey, komm, dann packe ich eher mal eine eigene Let's Plays, also eine eigene Playlist auch. Man hat einfach mal zwischendurch, zwischen den eigentlichen Anno Let's Plays Folgen. Was generell auch cool ist, das würde ich auch eigentlich so weit weiterhin andenken, aber eben jetzt nicht jetzt direkt, weil jetzt brauche ich wirklich mal eine Pause von Anno. Ah, jetzt kommt was. Alleine schon aus dem Grund, weil ich vermutlich auch aus anderen Gründen, sprich technischen Gründen, eine Pausen anlegen will. Denn ich brauche, was das betrifft, dringend mal ein Upgrade vom Rechner. Beim PC, man jetzt kaum glauben, der ist jetzt schon, warte mal, wir haben 2023, der ist jetzt schon, doch, wir haben jetzt schon knapp August, ja, passt. Der ist jetzt schon 9 Jahre alt. Fucking 9 Jahre. Das ist viel. Ich meine, ich habe seitdem die Grafikkarte zweimal ersetzt. Natürlich auch mal Festplatte durch. Wobei ich hatte damals schon eine SSD, aber mittlerweile auch eine M2 SSD und so, also auch etwas, wo ein bisschen schneller geht und so. Und mittlerweile auch nicht nur das Betriebssystem und die ganzen Spiele, sondern auch die Aufnahmeplatte und so, alles auf SSD. SSD, das klingt irgendwie so doof, wenn ich sage auf SSD. Das ist soweit alles picobello, aber trotzdem so nach 9 Jahren denkst du dir so, vielleicht mal neue CPU, ein neues Board und so. Und ja, dann kann sagen, der kann auch mal einen neuen Rechner dir zulegen und zusammenbauen. Ne? Das würde ich auch gerne mal in diesem, sag jetzt mal im Spätjahr machen. Weil, ja, ist auch eine Frage von der Kohle. Es soll schon ein Rechner sein, der ähnlich wie dieser hier wieder ein paar Jahre hält. Im Idealfall. Und dann quasi nach an und zurückkehren mit der super Hardware und alles noch viel schneller als jetzt schon. Ich meine, was heißt jetzt schon? Ist nicht schlecht, aber es geht besser. Ich glaube, wir haben es geschafft. Da müssen wir ganz ehrlich sein, ne? Es geht besser. Und Anno natürlich jetzt nicht so das super Ressourcenspiel ist oder was super Ressourcenfressen ist. Aber trotzdem, so gewissen Stellen denkt man sich so, ja, es geht besser. Wie zum Beispiel mit der Geschwindigkeit. Alter, ist das langsam. Aber gerade wenn ich die drei jetzt einfach weglasse. Ja, natürlich bin ich schneller. Ja, leck mich, ey. Okay. Ich gehe bitte mal hier rüber.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, es könnte noch klappen. Aber die Frage ist, haben wir jetzt hier irgendwo Minen, weil er meint ja, meinen sie die Minen. Ja, gibt's, weil wir haben jetzt auch schon rote Linien hier. Wow. Weil ich hab noch versucht zu reagieren, dann ging einfach trotzdem durch. Ein Schiff wurde zerstört. Ich sah da keine Mine, Freunde. Beim besten Wissen und Gewissen, ich sah da keine Mine. Moment, nö. Das akzeptiere ich so nicht. Ich hoffe jetzt nur, warte mal, 16 Minuten bereits aufgenommen. Das war jetzt weiter 11 Minuten. Warum sollte er nach 5 Minuten schon Autosave haben? Hä? Ist eigentlich anders eingestellt, da ist egal. Wir gucken gleich mal. Ansonsten, ich weiß jetzt, wo es ungefähr ist, ja, das kann man sowieso schneller hin. Mann, Mann, Mann. Doch das hier, die Ladesequenz ist einfach. Es dauert so fucking lange zu laden. Ich meine, generell dauert es natürlich lange, weil wir auch einen großen Spielstand haben, weil wir schon sehr lange spielen. Hätte ich jetzt gerade ein Spiel frisch begonnen. Also quasi ein neues Endlos-Szenario oder so. Das Ganze ganz anders, ja, oder auch ein neues Szenario. Das haben wir auch schon festgestellt. Aber ich glaube, davon jetzt mal abgesehen, hätte ich jetzt eben einen Rechner mit ein bisschen mehr Power, vor allem mehr CPU-Leistung und so. Dem auch ein bisschen mehr GPU-Leistung, also sprich grafische. Dann glaube ich, würde es auch noch ein bisschen was ausmachen. Aber das dauert jetzt wirklich pervers lange. Mal kurz gucken. Was haben wir jetzt hier eigentlich schon alles gemacht bei dem Spielstand? Da fehlt ja einiges wieder. Es funktioniert. Die waren selbst stimmen. Wir haben es geschafft. Hey, okay, das hat er noch drin, aber den Rest schon nicht mehr. Okay, ein bisschen schräg. Ja, der Auto, aber zweimal drin habe. Das andere Schiff ist in dem Fall auch schon weg. Okay. Kein Plan. Ups, falsche Insel. Ja, manchmal der Autosave ein bisschen verwirrend. So, warte mal, da heißt, ich gehe jetzt hier alleine. Neue Befehle? Nein, ihr bleibt schön hier. Flotte segelt in Formation. Dann soll ja angeblich die Minen im Auge behalten, wa? So, wir haben natürlich wieder mal einen scheiß Wind, muss man dazugeben. Aber relativ fix, von dem her. Kein Ding. So, gucken, was habe ich eigentlich alles notiert gehabt, für die letzte und diese Folge. Und eigentlich auch in den ersten beiden auch.
Warenaustausch in der neuen Welt optimieren. Eventuell auch mehr Waren in die alte Welt? Fragezeichen. Dann Alvestus, Abai und La Isla optimieren. Ja, macht Sinn. Das, was wir da schon mal erwähnt hatten mit dem Platzproblem und so. Das vielleicht irgendwie auch mit Jubilee und so nochmal tauschen muss. Konzept Farmen, Produktion auf selber Insel überdenken wegen Platzproblemen auf Alvestus, ja. Mistdüngen und noch aus Alpaka-Farmen, da aus Rindfarmen zu wenig rauskommt, Fragezeichen, ja, das stimmt. Hat in der Produktion kein Rum, normale Rumproduktion ist besser. Schnaps und Chili für Export zur Arktis, ja. Stimmt soweit auch. Neue Welt. Nehmen wir mal das, was wir schon mal erwähnt hatten, gut. Das alte Welt, verbrauchte Waren prüfen, also so ein To-Do-Ding. Quasi täglich aufs Neue. Lokale Post aktivieren für gelehrte Ingenieure und Investoren, eventuell Sparrestab prüfen, optimieren. Ja, mache sowieso auch immer. Jetzt sind wir ein bisschen langsamer vorwärts, wenn hier überall Minen sind. Der mit dem Kupfer, ey. Warte mal ganz kurz, man gerade ein bisschen irritiert ist. Ich habe echt für Bienenwachs auch ein eigenes Schiff genommen, wa? Kann ich mir so im Kopf, dass der Kupfer und Bienenwachs so strikt getrennt hatte. Ich hatte, glaube ich, mal so im Kopf, dass man das eigentlich auch miteinander kombinieren könnte, weil es auf einer selben Insel kommt, aber ich glaube, wir waren nicht mehr so sicher, ob das dann wirklich Sinn macht oder ich mir ins eigene Fleisch schneide. Ja, müssen wir mal gucken. Also. Beidrehen! Sind unterwegs! Mhm. Beidrehen! Sind unterwegs! Ja, dann direkt in der Mitte ist auch noch so einer, ganz fies. Abdrehen beginnen! Bam. Wo ist er? Bei uns zu Hause, okay. Beidrehen! Beidrehen wortwörtlich, wa? Abdrehen! Direkt um 180 Grad drehen. So, jetzt schön hier weg hier. Beidrehen! Und, glaube ich, Abfahrt, wa? Abdrehen beginnen! So, dann hätten wir das. Dann gehen wir nochmal zurück in die neue Welt. Weil sie mir so gut gefällt. Gewisse Waren wie die Filmrolle, ne? Dann noch das Zelluloid. Ich glaube zwar, also man zumindest sicher bin, ich gucke trotzdem nochmal, dass ich das schon mal irgendwie geprüft hatte. Dass ich für Zelluloid selbst kein Item habe. Genau, es gibt für Ethanol welche, es gibt für die Chemiefabriken. Ja,
sowas zu kriegen, ne? Aber ich kann es nicht entwickeln. Bei dem ist also die Produktivität, ja, aber alles andere, also auch die ganzen Waren, ne, quasi. Hier kriege ich mehr Waren von Salvador, aber mehr Wartungskosten, mehr Arbeitskräfte erforderlich. Was man auch nie vergessen darf bei sowas, ich brauche nicht nur davon mehr, von Zylon in dem Fall, sondern auch von allen anderen Waren. Mit den Bäumen muss man keine Sorgen machen, die Baumwolle schon eher. Will ich denn die Baumwolle? Aber ja, die Hochburg der Baumwolle. Aber sieht schon jetzt, was ich davon eigentlich so habe. War in Afabaya selber schon eine hohe Produktion. Das heißt, die Baumwolle geht mir gerade zu Neige. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig. Und irgendwie steht wegen nur voller Warenausgang, aber das Lager selbst ist nicht voll. Hast du alle losen Enden verbunden? Du bist ja schnell wieder zurück. Hier ist kein Platz mehr. Da ist mir fürs Filz. Weil wir überlegen nämlich gerade, überhaupt so viel Baumwolle. Je mehr, desto besser. Ein Gläschen Saft, um die Kehle zu ölen? Um die Kehle zu ölen, ne? Warum mehr Safte? Ja, und halt Baumwollproduktivität oder Bedarf auch dort. Das ist es halt ein bisschen. Das ist quasi 18, 24 vorbei. Hier nochmal 3 dazu. Wobei hier war zum Teil das Lager halt schon voll ist, deswegen wird nicht viel mehr gemacht. Wow, Zum Beispiel sagen würde, okay, ich stopp mal hier einen. Wäre schon zu viel des Guten, wa? Ja. Danach halt -1. Also insofern, den kann ich mir schenken. Gespielt, die ich kenne. Der bringt nichts. Kautschuk ist voll, will ich aber aktuell jetzt irgendwie nichts ändern dran. Ich könnte wieder den Scheiß hier mit der Umstellung jetzt schon machen. Weil ich jetzt ja merke, die Leute hier unten ist knapp. Ich glaube, wir Weil haben Baumwolle es knapp ist, also muss irgendwie das Zeug woanders herholen. Weil ich offenbar auch Ethanol genug habe, da dürfte kein Problem mehr darstellen. Eigentlich müsste es aufgehen, wenn wir danach gehen. Das mit dem Filmrollen. Da rollen die Filme. Das ist so ein Punkt, den ich nicht ganz verstehe, weil ich habe so viel Filmrollen im Überfluss. Angeblich. Es regnet nie nach jedermanns Geschmack. Das heißt, eigentlich müsste hier bald mal eine Sättigung eintreten, ne? Dass deswegen auf Die eine Geschichte, runter die kann mit der hinter Produktion. Ingenieurskunst dieser hohen Gebäude steht, ist sehr faszinierend. Ah ja. Nur ein Bauer wird. Oh. Entschuldigung. Unübertroffen. Ein anderes Problem. Filmrolle selber habe ich hier auch 2 Stück, die gebraucht werden. Irgendeine von denen hat gern. Aha, ich habe sogar blockiert sogar. Krass.
Aber es steigt gut, +1. Also. Ja, deswegen jetzt vielleicht mal vorübergehend. Bis wir jetzt mal sagen, ja, ich habe irgendwann auch die Produktion noch ein bisschen optimiert. Also einfach sagen, okay, ich stoppe den. Stoppt die Produktion. Aber halt nur noch eine Filmrolle produziert wird. Also reicht trotzdem. Kann ich hier schon mal einsparen, ne? Das ist schon mal gut. Ansonsten, auch was die Dinger betrifft, Nähmaschinen ist natürlich kein Problem. Dann haben wir halt wieder die scheiß Motoren, wofür sie auch so Leute braucht, aber dafür habe ich jetzt die Produktion hier oben. Das sind die beiden. Hier sind die Kabel, da ist doch alles cool. Motorroller selber braucht der kein Leute selbst, aber halt den Rest. Passt aber auch. Pigmente. Okay, das heißt, nochmal kurz nachgucken. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben Stahl, wir haben das, wir haben das. Das importiere ich alles, das ist cool. Die Leute benutzen das sehr gut. Das ist auch klar, aber das hole ich ja. Kabel haben wir eh zu viele aktuell. Da habe ich auch kein Zelluloid, deswegen stört es mich weniger. Also vor allem natürlich auch um die Dinger hier. Ich den Feras-Typ hier auch schon dabei habe, also der ist überall mit dabei. Bräuchte ich hier mehr Motorroller? Muss ich dann den zweiten schon in Angriff nehmen oder reicht es noch? Ja, ich meine, es steigt, aber halt nicht stark. Ist jetzt schlecht oder ist es nicht schlecht? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ist sicher noch ein Punkt, den man nochmal anschauen müsste, weil, ja, jetzt zum Beispiel nur eins, das ist halt aus dem Grund heraus. Was man in der alten Welt sagen würde, ey yo, ich habe irgendwo hier. Das sind Ventilatoren, ja, die transportieren noch gar nicht. Können wir eigentlich schon mal machen, wa? Wo war denn hier? Ah, hier hat jetzt, Ventilatoren. Die Filme wurden aber bei ihnen geklaut, weil das sonst ein bisschen so krass war. Oh, du bittersüß. Alte Welt Produkte. Filmrollen habe ich aktuell, wie gesagt, genug. Das reicht soweit. Das Ding hier sieht soweit auch cool aus. Wer kennt es nicht, war die alte Weltbäume. Das ist wunderbar. Den Bäumen haben wir, glaube ich, sowieso perfekt geregelt. Das mit Zucker müsste auch soweit funktionieren. Perfekt. Übrigens, wir vorhin gerade nochmal kurz neu geladen haben, habe ich jetzt hier nochmal den Bug drin. Nö, das ist noch gut. Okay, okay, dann haben wir noch so drin. Der wohl laden kann, ne? Zum Teil ein bisschen zu wenig, wa? Kann passieren. Neue Welt, die Produkte ich jetzt hier hole. Da war ja mal eine Idee. Das mit den Brillen, ist das vielleicht... Ups, falsch. Erst mit den Brillen ist das vielleicht noch zu wenig, was ich hier treibe. Wenn ich den aktiviere, bekomme ich ein Brillenproblem. Mit Eiscreme und so ein Problem, deswegen will ich ja den Umbau machen. Das schon mal beheben kann, aber ich glaube, die Ventilatoren. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Da habe ich jetzt momentan ja eh so viel hier. Das ist irgendwie falsch im Kopf, nie, oder? Das Lager ist voll.
Ja, komm. Dann versuchen wir es nochmal. Alte Welt Produkte. Das ist ein Achterschiff. Oh, ich sehe gerade, ist ja... Moment. Klarer Himmel. Da sind gar keine Items hier. Alter Junge, ist aber damals getrieben hier, ganz ehrlich. Hä? Wohin soll's gehen? Oh nö, sagen wir jetzt nicht, dass ich die alle schon rausgenommen habe. Moment. Von einem oder anderen auch mal drin lassen, wa? Ne, Heirat aber auch hier gar nicht, dankeschön. Abflugbereit. Oh, komm schon mal hin, ne? Bin jetzt schneller, wa? Krass. Klarer Himmel. Hä? Ach, komm schon, ist er jetzt hier? Was darf es sein? Junge! Was machen wir hier, ganz ehrlich? Wir sind abflugbereit. So. Also. Dann passen wir die Routen noch an, damit wir jetzt hier auch mal noch Ventilatoren mitbringen. Und gucken mal, ob 50 überhaupt ausreichen und wir noch wesentlich mehr bräuchten. Das müsste eigentlich sowieso schneller sein. Wir können mal ganz kurz hier testen. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor er abhaut. Die Menschen lassen sie hochleben. Am Ende bist du doch keiner von uns. Doch. So, komm, Alter, mach mal auf die Füße, die Ferse, wie auch immer. Flieg, kleines Luftschiffchen, flieg! Junge, geht doch. So, hätten wir das. Das Ding gestoppt haben, sieht das schon besser aus, aber kann natürlich jetzt nicht das Ziel sein, dass er immer ein bisschen stoppen muss und so, damit es funktioniert. Genauso wie ich ja eigentlich noch die zweite Motorrollerfabrik anschmeißen will. Auch das machen natürlich erst, wenn alles andere, wenn wir von allem anderen noch ein bisschen mehr haben. Auch in der dritten Motorfabrik bräuchte ich mehr Zelluloid. Wir haben es geschafft. Die Chemiefabrik Filmrollen bräuchte mehr Zelluloid, aber eben auch hier nochmal ein weiteres Item reinpacken. Immer die Frage, welches und bringt es überhaupt etwas? Ja? Also dann. Heißt, ich brauche eben auch mehr Baumwolle, mehr Baumwollefelder. Die große Quizfrage, macht das jetzt wirklich Sinn, das hier auszubauen? Oder macht das keinen Sinn? Wunderliche Kolonie. Ja, kann man so sagen. Hier jetzt oder was? Ja. Wir nehmen es. Ich brauche keine Almosen. Das ist viel zu großzügig, als dass ich es... Ich erkenne einen Schwindel, wenn ich ihn sehe. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht. Also Leute, ich glaube, das bringt noch nicht viel, wenn ich hier nochmal mehr Zeit verschwende quasi. Ich überlege mir das offscreen am besten. Ich glaube, jetzt haben wir knapp eine Woche, bis die nächste Folge käme. Also, geht es ums die große Frage, die wir schon mal hatten.
mache es wie in der ursprünglichen Plan, also ich sage, hey, ich schmeiße hier die ganzen Produktionen, Lebensmittelproduktionen hier weg und packe die vielleicht auf die Insel. Das alles zusammen wird natürlich nochmal ein bisschen was Neues geben und so. Ein bisschen neues Layout, aber es wird dann vielleicht auf die Insel wandern. Dafür wäre die komplett Lebensmittelproduktionen, vielleicht sogar nur die ganzen Felder. Das wäre auch eine Idee. Dass wir quasi auch das, was wir jetzt unten gemacht haben, mit den Fischereien etc. etc., die dann vielleicht auf die Insel verlagern würden. Wie wir es bisher haben hier mit den ganzen Alpaka-Farmen, also quasi auch die Rinderfarmen dahin schicken. Und fast ein bisschen wie, könnte man sagen, die eine Insel wäre vegan und die andere wäre Fleischproduktion. Also vegane Produktion, die ganzen Farmen, der pflanzliche Produktion besser gesagt, die andere wäre eine fleischliche Produktion. Ich sag's dir. Die Dinger kämen dann hier hin auf die Insel oder vielleicht auch zum Teil hier rüber, wäre eine Option, wenn ich hier Platz habe. Und that's it. Zweite Variante, ich tausche. Das heißt, Jubilee und Alvestus tauschen sich dann komplett aus. Also, was wir als Jubilee haben mit den Baumschulen, kommt hier rüber auf Alvestus oder alternativ hier rüber auf Abaya. Was ich hier an Lebensmittel habe. Also die ganzen Felder plus Farmen. Also pflanzlich und fleischlich. Plus die Dinger hier unten, die Fischereien und so, die kämen alle hier rüber. Weil ich habe wirklich viel Platz dafür. Und dann je nachdem eventuell zu sagen, die Produktionsstätte hier. Die kommen auch mit hier rüber. Und da bleiben auch hier, also würden hier bleiben. Wäre noch so eine Idee. Und daneben, je nachdem mit Abaya, würde ich jetzt sagen, die Baumschulen kommen nach Abaya, würden halt die Dinger hier würden auf Alvestus wandern. Oder aber ich sage, nee, Abaya bleibt quasi wie es ist. Natürlich kommen die Farmen woanders hin, das will ich ja alles auf einer Insel nachher haben. Aber die Baumschulen, die ja von Jubilee wegkommen, die gehen dann nach Alvestus oder eben nach Abaya, je nachdem. Das ist die zweite Variante, quasi den Tausch hier zwischen den drei Inseln zu machen. Momentan muss ich ehrlich zugeben, bin ich noch unsicher, was von die beste Lösung ist. Ich glaube, ich muss es austesten. Am besten mache ich das offscreen. Ich brauche schon ein bisschen das Layout und so planen und dann halt mal ein bisschen, ja, auch ein bisschen testen und gucken. Klappt es vielleicht nicht, vielleicht mache ich schon einen Teil davon fix. Und wenn wir dann nächste Folge starten, seht ihr auch schon mal einen groben Entwurf davon, weil ich glaube, jetzt sind wir in einer Phase, wo ich auch so viele Früchte hätte auf Lager, wo das Lager voll ist. Ich wollte sagen, hey, wenn ich hier so sogar verlangsame, können wir ruhig die alle mal abreißen. Und mal neue Farben und so platzieren. Natürlich muss das alles auch rüber, also ganz klar, weil ich brauche die Einwohner. Weil die Hacienda brauche. Also Einwohner und Hacienda müssen mit, da ist immer klar. Ob ich auch mal weniger Anwohner haben könnte, schwierig. Ja gut, natürlich noch mit Nähmaschinen ausrüsten würde. Würde es vermutlich schon gehen. Okay, mal gucken, was ich momentan so habe. Und 14, ja, ich bin auch gut dabei. Also da noch mehr zu machen, schwierig. Aber man könnte es testen, Freunde, man könnte es testen. Ja, wenn wir sagen, das machen wir in der nächsten Ausgabe. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Kann ich eigentlich sonst offscreen machen, ne? Von ersten Blick sieht es ja noch gut aus. So, Ventilatoren habe ich auch noch. Ich habe wohl gar nicht so viel davon, obwohl. Mein Hallo, gibt es so viele Investoren, so viele Münzen sogar. Wie sogar das, die müssen ins Nirvana sprudeln eigentlich. Ah, eben die Fixkosten, wa? Ausgaben. Naja, wie dem auch sei. Freunde, danke fürs Zusehen. Schon wieder, ich weiß, trotz allem, wie auch immer. Und der nächsten Part, lasst euch überraschen, welchen Plan ich hier durchsetzen werde. Aber ich werde sicher offscreen erstmal testen, welche Varianten davon funktionieren würden.
Und dann sehen wir uns in alter Frische wieder, in einer hoffentlich, ja, möglichst optimierten Welt, wa? Ich weiß, es klingt irgendwie so doof, wenn ich das sage, aber das ist eigentlich das Ziel, das noch ein bisschen besser hinzukriegen. Sei es ja gerade hier mit den Baumwollflächen und so, damit das alles wunderbar funktionieren dürfte. Müsste, sollte. Wäre besser, wenn es tun würde, wa? So, während ich gerade hier noch einen Quatschen bin, ich überlege gerade, wo ich ihn ins Thumbnail setze. Ich hoffe auf eine Zeit. Da ist der Typi. Wo könnte ich denn? Was würde passen? Für Diskussionen. Wir hatten relativ viele Diskussionen. Das ist etwas, was jetzt nicht gerade irgendwie viel Sinn macht. Ah, du Scheiß, die Garnproduktion, ja, und hier Ölpresse und so noch. Hey, da ist auch noch so ein Ding. Und gesagt habe, hey, da können wir gut hier machen. Mhm. Die Insel ist ja riesig, der wäre dafür prädestiniert. Gut, die können das Ding ja alles abreißen, aber trotzdem. Die haben mal bessere Ideen gehabt, Freunde. Ach, irgendwie im Feld hier? Orchideenzuchtbetrieb hatten wir auch schon. Hatten wir Orchideenzuchtbetriebe schon? Ja, toll. Ey. Ich sage hier landen, mach's auch hier. Ja, danke schön. Oh, schön farbenfroh. Der kommt dann mit der Gülle durch. Ja, geil. Also, wir lassen uns überraschen, ne, was es dann wird. Orchideenfarmäßig. Ah, das ist grell. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.